Guten Morgen miteinander. Ich darf heute am Morgen zu euch predigen über Schuhe. Ich tue heute mal über Schuhe predigen. Habt ihr gewusst, dass das geht? Man kann tatsächlich über Schuhe predigen. Und ich habe euch sogar ein Bild mitgebracht von 3 Paar Schuhen. Und zwar sind das die Schuhe von meinen 3 Kindern. Von Seraya, Caitlin und vom Levian. Und ja, liebe Eltern, ihr wisst das, Schuhe kaufen scheint irgendwie so ein Ding zu sein, das man als Eltern konstant macht. Die ganze Zeit ist man gefühlt am Schuhe kaufen. Weil Schuhe haben irgendwie noch nicht gelernt, mit den Kindern mitzuwachsen, oder? Und die Kinder, die werden einfach immer wieder grösser und dann gibt es noch Jahreszeiten und dann brauchen sie noch Winterschuhe und Sommerschuhe und wenn du dann 3 hast und die ganze Zeit bist du irgendwie gefühlt nur noch am Schuhe kaufen, die ganze Zeit. Auf jeden Fall habe ich das so erlebt, gell? Und Schuhe sind ja nicht gerade sehr billig. Und so ist es eines Tages so gewesen, dass Dunja wieder mal gekommen ist und gesagt hat, wir müssen wieder Schuhe kaufen für die Seraya. Und ich fand, schon wieder Schuhe kaufen. Haben wir nicht gerade erst Schuhe gekauft und wieso braucht er jetzt schon wieder Schuhe? Und dann hat sie gesagt, ja du, es ist halt einfach so, gell? Er ist jetzt wieder grösser geworden, die wir ihm gekauft haben letztes Jahr, die gehen ihm jetzt das Jahr nicht mehr. Er braucht neue Schuhe. Und dann hat sie mir noch gesagt, wie viel das die Schuhe kosten, die sie gerne kaufen für die Seraya. Und ich habe einfach zu mir selber gedacht, Mama mia, wie viel Geld zahlen wir für Schuhe, nur für Schuhe, für unsere Kinder. Die ganze Zeit sind wir gefühlt am Schuh kaufen und das kostet und kostet Geld. Ich habe das nicht nur gedacht, ich habe das dann auch gesagt. Und Dunja hat dann etwas gesagt, wo für unsere Familie wie zu einem Slogan geworden ist. Und dort hat etwas in unserer Familie recht stark sich geändert. Und sie hat gesagt, Micha, weisst, ich möchte gern, dass meine Kinder nicht Schuhe anhaben, die gemacht worden sind von Kindern, die keine haben. Und ich sage euch, der Satz hat irgendwie gerade so einen direkten Weg in mein Herz hineingefunden. Ich habe gesagt, okay, ja, das ist so. Das will ich auch nicht. Ich will nicht, dass meine Kinder Schuhe anhaben, die gemacht worden sind von Kindern, die keine Schuhe haben. Und darum das Bild symbolisch steht, einfach für so eine Zeit, kannst du es gerade noch mal gerne zeigen, das Bild, steht für die Zeit, wo etwas bei uns in der Familie sich verändert hat. Die 3 Schuhe, das sind übrigens von der Dunja selber gemacht. Das ist dann eine Art und Weise, wo wir probiert haben, etwas zu ändern in unserer Familie. Und wir haben gefunden, okay, wenn wir sie selber machen, dann können wir davon ausgehen, die sind nicht gemacht von Kindern, die keine Schuhe haben, sondern die sind gemacht von einer wunderschönen, wundervollen Frau, die die gemacht hat für unsere Kinder. Genau. Hey, ich sage euch, ich kann es wirklich gut mit mir. Ja, genau. Sind die nicht cool, die Schuhe, die sie dort selber gemacht hat? Und so haben wir wie probiert, okay, da hat Gott etwas da in unseren Herzen, wo wir etwas erkannt haben, etwas erfasst haben. Und wir sind dem nachgegangen. Und die Predigt ist irgendwie wie das Resultat aus etwas, wo Gott uns gezeigt hat und in unseren Herzen verändert hat. Und ich möchte es heute am Morgen mit euch teilen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin schon so lange nicht mehr so nervös gewesen vor einer Predigt wie heute am Morgen. Ich weiss nicht wieso, aber irgendwie das Thema, über das, was ich jetzt predige, ist ein Thema, das ist mir wirklich nah am Herzen. Da hat Gott etwas da in mir drin und ich darf heute am Morgen über das Thema reden. Und ich glaube, darum ist es irgendwie auch mit viel Nervosität verbunden. Und ich möchte jetzt, bevor wir einsteigen, möchte ich mit uns zusammen beten. Jesus, wir glauben von ganzem Herzen, dass du der König bist, dass du der Auferstandene bist. Und wir danken dir, dass du heute am Morgen da in diesem Gottesdienst schon vom Thron Platz nimmst. Es soll heute am Morgen um dich gehen und wir wollen dir Ehre geben. Und lieber Vater, wir wollen dein Herz, das nach Gerechtigkeit sich sehnt, mehr nachgehen und dein Herz zu unserem eigenen Herz machen. Ich bitte dich, Jesus, dass du das jetzt in unsere Herzen hineinschreibst und dass wir verändert werden. Amen. Amen. Ich habe die Predigt übrigens vor ein
3/4 Jahr schon mal im Refill gehalten. Also, solltest jetzt du die Predigt schon mal gehört haben, gibt es die ein oder andere in dem Saal, wo ich mich noch erinnere, dass ihr dort sind. Ihr habt jetzt eine mega gute Möglichkeit. Ihr könnt euch nämlich fragen, okay, seit ich die Predigt das letzte Mal gehört habe und jetzt, von all diesen Sachen, die ich mir vorgenommen habe, was habe ich tatsächlich auch umgesetzt? Das ist, wie, ihr habt jetzt eine einmalige Chance, die alle Ersthörer nicht haben. Ihr könnt euch jetzt ganz gut nochmal die Frage stellen, was ist in meinem Leben seitdem eigentlich passiert? Und ich möchte jetzt die Predigt anfangen mit einer sehr provokanten Aussage. Und zwar folgende Aussage. Ich glaube, dass es für Gott wichtiger ist, welches T-Shirt du die Woche gekauft hast, als die Frage, ob du in der Bibel gelesen hast. Ich sage es nochmal. Ich glaube, für Gott ist es wichtiger, was für ein T-Shirt du diese Woche gekauft hast, als die Frage, ob du echt in der Bibel gelesen hast. Ich zeige euch gerade, wieso, dass ich so etwas sage. Wie komme ich zu so einer Aussage? Und zwar schlagen wir jetzt miteinander die erste Bibelstelle auf, wo wir wie in Gottes Herz hineinlassen. Und zwar aus dem Jesaja 58, 2-6. Möchten wir miteinander hineingehen. Und dort steht, und ihr dürft das übrigens jetzt gerne auch für euch selber lesen. Für uns selber, als wäre das an uns adressiert, oder? Dort steht, ach, für wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Nicht falsch mit dem. Genial, wenn man das macht, nach Gottes Willen fragen, ist mega wichtig und sehr, sehr gut. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen. Das ist gern einfügen. Sie kommen gern in den Kreuzpunkt, um meine Nähe suchen. Und so soll es auch sein. Wir sollen da uns versammeln, in seinem Haus, in seinem Tempel, um ihm näher zu sein. Jetzt wird's problematisch. Weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor. Lustigerweise haben wir letzte Woche gerade eine Fastenwoche gehabt. Wir plagen uns, aber du scheinst das nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich. Und der, wo antwortet, ist Gott. Wie verbringt ihr eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein. Und jetzt kommt's. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie von unterdrückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Da offenbart Gott einen Teil von seinem Herz, was ihm so mega wichtig ist. Und es ist etwas, wo wir nach Jesus uns sehnen und wo wir nach Beziehung mit Gott streben, immer wieder in Erinnerung rufen. Es ist nicht eine eindimensionale Sache, Beziehung mit Gott zu leben. Wenn es um Beziehung mit Gott geht, dann geht es nie nur um die Vertikale. Es ist nicht Gottes Wunsch, dass wir uns in religiösen Akten aufreiben und abmühen und nach all dem streben und das ist alles gut und recht, so wie die Menschen. Es ist okay, dass sie gefastet haben, es ist gut, dass sie nach Gottes Willen suchen, aber mach ja nie den Fehler, denken, dass für Gott nur die vertikale Ebene von Wichtigkeit ist, sondern Gott ist ein durch und durch gerechter Gott, der Gerechtigkeit lieb hat. Und darum gibt es in der Gottesbeziehung auch die horizontale Ebene. Gott sagt, ein Fasten, wo ich Freude daran habe, ist nicht eins, wo nur auf die vertikale Ebene bedacht ist. Wo es nur darum geht, religiöse Taten zu vollbringen und nach mir zu suchen und auf der horizontalen Ebene die Menschen links und rechts. Gerechtigkeit ist ihm nicht egal. Das zählt für ihn extrem viel.
Und vielleicht denkst du jetzt, okay, ja super, ich habe keine Sklaven jetzt in meinem Haushalt. Ausser meine Kinder muss niemand für kein Geld arbeiten bei mir daheim. Aber sonst habe ich eigentlich keine Sklaven, wo sind. Vielleicht bist du nicht einmal der Chef von deinem Unternehmen, der seine Arbeiter antreibt. Und vielleicht hast du jetzt so das Gefühl, was hat Gerechtigkeit mit meinem Leben persönlich zu tun? Wo bitteschön wäre ich ungerecht? Das betrifft mich nicht, die Herausforderung. Und ich muss euch jetzt sagen, wir müssen das Thema, den Schrei nach Gerechtigkeit von Gott extrem ernst nehmen. Wir müssen mal schauen, was er im Amos, durch den Prophet, zu seinem eigenen Volk sagt. Amos 5, Vers 22 bis 24. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an, und wenn ihr eure Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Zum Glück haben wir gerade vom BAG verordnet, dass wir nicht singen dürfen, gell? Verschont mich mit eurem Harfengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Gott macht seinem eigenen Volk klar, was ihr mir da darbringt, kotzt mich an. Solange gleichzeitig, wie ihr zu mir kommt, Ungerechtigkeit in eurem Land herrscht, ist mir das egal, was ihr für mich machen wollt. Ich bin ein Gott, der gerecht ist, und ich fordere und suche Gerechtigkeit. Und jetzt, wieso dass ich vorher gesagt habe, wir sollten das heute noch sehr ernst nehmen, ist folgende Drohung, die er seinem Volk gibt. Und das musst du dir jetzt mal vor Augen führen, wie das für die Leute gewirkt haben, die das hören. Hallo? Du bist Gott, der uns auserwählt hat. Wir sind dein Volk. Und er sagt Folgendes zu seinem Volk. Darum lasse ich euch in die Gefangenschaft ziehen. Noch weit über Damaskus hinaus. Mein Wort gilt, denn ich, der Herr, allmächtiger Gott, so lautet mein Name. Er sagt seinem eigenen Volk, wenn ihr Gerechtigkeit ignoriert und andere Menschen in Gefangenschaft haltet, die frei sein sollten, dann werde ich euch in die Gefangenschaft führen, noch weit über Damaskus hinweg. Und jetzt möchte ich euch erzählen, aufzeigen, wieso dass das heute noch genau gleich ist. Wieso dass heute noch die gleichen Ansprüche Gottes gelten. Er ist ein Gott, der gleich ist. Wo vom ersten Tag bis zum letzten Tag sich nicht verändert. Und sein Herz, seine Leidenschaft für Gerechtigkeit hat nicht abgenommen. Und das betrifft uns heute genau noch gleich. Weil weltweit gibt es momentan 40 Millionen Menschen, die in Sklaverei leben. 40 Millionen Menschen. Und 1/4 von diesen Menschen sind Kinder. Und ich möchte heute am Morgen aufzeigen, wieso dass wir mit Schuld sind an der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und wieso, dass sich Gottes Herz hat sich nicht geändert. Und ich glaube, wir müssen seinen Wunsch nach Gerechtigkeit heute noch so ernst nehmen, wie das Volk Israel hätte sollen ernst nehmen, wo Gott gesagt hat, wenn das nicht ändert, dann führe ich euch in die Sklaverei selber. Ich habe zwar am Anfang gesagt, okay, niemand von uns hat in seinem eigenen Haushalt Sklaven beschäftigt. Aber wir haben weltweit gesehen 40 Millionen Sklaven und die arbeiten heute für dich und für mich. Und das hat damit zu tun, dass wir weltweit so etwas haben, wo globale Handelskette heisst. Und jetzt möchte ich ein bisschen ausholen und ich möchte euch sagen, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und ich habe einen guten Freund von mir, der ist freischaffender Reporter, freischaffender Journalist und er hat sich dem Thema gewidmet. Er ist selber auf Uganda gegangen zum Beispiel und hat dort Interviews selber geführt mit Plantagenbesitzern von Bananen. Er hat mir sein ganzes Nachforschungsgut zur Verfügung gestellt und er hat mir seine Quellen angegeben und ich habe das brauchen und ich möchte euch heute einfach exemplarisch anhand von ein paar Beispielen aufzeigen, wieso dass wir heute noch in genau der gleichen Situation sind, wie damals das Volk Israel, wo Ungerechtigkeit herrschen lassen hat. Ich möchte einfach ein paar Beispiele machen. Zum Beispiel, wenn du schon mal Wein aus Südafrika gekauft hast oder Trauben aus Südafrika, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du durch das so eben Sklaven hast, die für dich arbeiten.
Es hat nämlich Leute gegeben, die haben das nachgeforscht, die sind diesen Handelsketten nachgegangen. Und Handelskette bedeutet nichts anderes, dass das T-Shirt, das ich trage, angebaut worden ist in Südamerika, zusammengenäht worden ist in China, zu Stoff verarbeitet worden ist und Papipapo. Und die ganze Produktionskette ist eine globale Produktionskette. Was bedeutet, dass Leute irgendwo auf dieser Welt arbeiten, wo wir keinen Einfluss darüber haben, aber trotzdem arbeiten sie direkt für uns. Zum Beispiel eben in Südafrika. Du musst wissen, dass 10% vom Preis, den du zahlst, im Laden für Trauben oder für Wein, kommt tatsächlich in Südafrika auf dieser Plantage an, bei diesen Arbeitern. Also, es ist eine deutsche Quelle, die das nachgeforscht hat. Wenn du im Laden 10 € zahlst für eine Flasche Wein, kommt 25 Cent an in Südafrika. Der Rest geht verloren zwischendrin. Und es ist tatsächlich so, dass du mit dem Lohn, den du dann zahlen deinen Mitarbeitern, du kannst keine faire Arbeitsbedingungen schaffen. Und de facto, in dem Moment, wo wir die Flaschen kaufen, bedeutet das, dass wir Sklaverei unterstützen und dass irgendjemand in ungerechten Situationen, ungerechten Arbeitsumständen geschaffen hat für dich und mich. Dass wir billige Wein kaufen können. Und es ist auch so, dass dort häufig nicht die gleichen Schutzmaßnahmen umgesetzt werden wie bei uns. Also Pestizide und Generationen von Schäden, die einfach durch unsicheres Arbeiten hervorgerufen werden, tun wir befürworten oder mitbewirken, dass das so ist. Es gibt zum Beispiel, wenn du schon mal Crevetten gekauft hast, im Aldi oder im Lidl, wo die mega billig sind, ich muss dir sagen, die Industrie tut im Moment 200'000 Sklaven beschäftigen. Nur Crevettenindustrie aus Thailand. Und das ist etwas vom Brutalsten, was wir uns überhaupt vorstellen können oder eben nicht vorstellen können. Du musst wissen, dort werden die Arbeiter aus Myanmar zum Beispiel geholt, die kommen auf Thailand rein und bevor sie überhaupt Fuß aufs Land Thailand setzen, kommen sie auf ein Schiff und das Schiff kommt nie mehr zurück in den Hafen. Also die Leute, die sind jetzt gefangen auf einem Schiff und sind weg von der Küste und haben keine Chance, um jemals irgendwo Gerechtigkeit einfordern. Und sie werden dort unter brutalsten Bedingungen gehalten, schlimmer als Tiere. Kleinste Übertretungen, nicht einhalten von simplen Aufgaben. Wenn du das nicht machst, wirst du brutal bestraft, bis hin zum Tod. Es hat eine Dokumentation gegeben von The Guardian, wo das ist nachforschen. Und du kannst dir nicht vorstellen, dass der menschliche Gräuel, der dort passiert, dass wir billige Shrimp kaufen können. Und das ist vielleicht etwas, wo wir uns gar nicht so bewusst sind oder gar nicht immer vor Augen haben. Und das ist auch ein gewisses Maß fies, dass wir heutzutage in einem System leben, das eben global funktioniert. Und wir nicht mehr die Sklaven next door haben, sondern wir haben die eben auf dem nächsten Kontinent. Aber es sind trotzdem Sklaven, die für dich und mich arbeiten. Ich habe erzählt von meinem Freund, der in Uganda ist gegangen auf eine grüne Bananenplantage. Die bauen dort so Mehlbananen anbauen. Und das wird gebraucht, zum Mehl daraus zu machen. Und das Mehl ist in den Teigwaren, die wir im Migros kaufen, drin. Und er sagt, schau mal, mein Freund ist dorthin gegangen und hat mit dem Plantagenbesitzer geschafft und hat geredet. Und er hat gesagt, schau, ich würde gerne eigentlich faire Arbeitsbedingungen ermöglichen. Aber ich kann nicht, weil der Westen zahlt mir einfach zu wenig Geld, dass das möglich ist. Ich muss Menschen für wenig Geld bis kein Geld arbeiten lassen, krüppeln lassen auf der Plantage. Weil ihr wollt nicht mehr zahlen als 2 Franken für ein Pack Teigwaren in der Migros. Ich möchte euch noch kurz erzählen von Foxconn. Wem sagt der Name etwas? Foxconn. Yay, der Marc. Er hat Vorsprung, er hat sie schon gehört, die Predigt im August. Darum weiss er, was Foxconn ist. Foxconn ist der Hersteller, das ist eine Unternehmung, die das iPhone herstellt für Apple. Die Fabrik die ist situiert in Zhengzhou, eine arme Provinz in China. Und für die Firma allein arbeiten 350'000 Menschen.
Also für die eine Produktionsstätte in China. Und die Hälfte von allen iPhones im weltweiten Markt werden an diesem Ort hergestellt. Das heisst, das iPhone, das du heute in der Tasche hast, ist zu 50% an diesem Ort hergestellt worden. Und das hat eine Medienpräsenz bekommen. Foxconn hat einen Namen bekommen, weil es haben sich 17 Menschen selber getötet, weil sie nicht mehr haben können mit den Arbeitsbedingungen leben, die dort waren. 17 Menschen haben Selbstmord begangen während dem Arbeiten, sind von der Firma, von der Fabrik oben runtergekumpelt. Und die Lösung der Firma war dann, sie haben dann einfach einen höheren Zaun aufgebaut oben am Gebäude. Und es hat angefangen, ernsthafte Fragen auszulösen, wo Menschen sind gefragt, hey, was läuft da eigentlich? Sind dem nachgegangen und haben das nachgeforscht, was da genau ist. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen, eben 350'000 Menschen arbeiten an diesem Ort. Das ist eigentlich ein Staat, wo der einzige Zweck ist, zum iPhones herstellen für den Westen, für uns, die nachher das kaufen. Und die Menschen, die arbeiten eigentlich nur. Man muss auch fairerweise sagen, es ist nicht eine Sklaven, es ist nicht per Definition Sklavenarbeit, die sie dort machen, weil sie sind alle frei zum Gehen. Das ist auch ein Druckmittel, das Foxconn sehr gut einsetzen kann. Sagen, hey, wenn es dir nicht passt, easy, gang. Wir zwingen niemanden, um bei uns zu arbeiten. Das Problem ist, sie können einfach auch niemand anderes arbeiten. Sie müssen dort arbeiten. Es ist eigentlich ein Arbeitsmonopol und sie können Bedingungen somit diktieren, unter welchen Bedingungen das geschafft wird. Also das heisst, die Menschen, die haben eine 6-Tages-Woche. Die arbeiten da 6 Tage und ihr Ablauf sieht eigentlich so aus, dass sie am Morgen früh aufstehen, das zum Morgen essen und dann in die Fabrik hineinlaufen und am 8 Uhr anfangen zu arbeiten in dieser Fabrik. Und dann arbeiten sie mit 1 Stunde Pause und du musst dir vorstellen, das ist eine Produktionskette, wo die Arbeiter immer den genau gleichen Arbeitsschritt erledigen. Also dein Job zum Beispiel wäre Display einsetzen. Das iPhone ist aufgegliedert in, ich weiss nicht wie viel genau, ich glaube es sind 350 definierte Arbeitsschritte, die passieren müssen, bis das zum Schluss zusammen ist. Und du bist zuständig für einen von diesen Arbeitsschritten. Das heisst, du stehst am Laufband, es kommt das Phone und dein Job ist, aus dieser Kiste das Ding nehmen, da drin zu tun und weiter. Aus dieser Kiste das Ding nehmen, drin tun und weiter. Und das machst du für 8 Stunden am Tag. Das ist die normale Arbeitszeit. Jetzt, mit dem Lohn, den du von dort verdienst, während dieser 8 Stunden, kannst du dir das Leben nicht leisten. Also schon nur die Miete kostet mehr, als was du kannst verdienen mit 8 Stunden Laufbandarbeit. Das bedeutet, dass du, wenn du ein überlebenswürdiges Einkommen generieren willst, musst du 90 Überstunden leisten im Monat. Das bedeutet, wenn dein Arbeitstag fertig ist, bist du darauf angewiesen, noch länger arbeiten an diesem Ort. Und du schaffst dann eigentlich, du machst nichts anderes mehr als arbeiten, essen, schlafen. Wiederholen. Essen, schlafen, arbeiten. Wiederholen. Mehr machst du nicht. Und es ist auch so, dass das viele Gastarbeiter sind und die Leute, die in diesen Unternehmungen arbeiten, die sehen ihre Families, wenn sie nicht lokal vor Ort sind, sehen sie sie 2-mal pro Jahr. Sehen Sie Ihre eigene Familie, können Sie mal für ein paar Tage überhaupt frei nehmen, heimgehen, während höheren Feiertagen können Sie dort miteinander Zeit verbringen. Während der Release vom iPhone 10, ich weiss, es ist ein bisschen böse, dass ich euch das alles erzähle, gell? Aber ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass wir das verstehen, dass das passiert. Weil es passiert an einem Ort, wo wir es nicht sehen, aber es betrifft uns eben trotzdem. Während dem Release vom iPhone 10, also wo die Plakate überall waren und ein iPhone 10 beworben worden ist, musst du wissen, dass während so High Peaks haben sie die Studenten aus den Schulen geholt, um zu arbeiten in der Fabrik. Das war ein unbezahltes Praktikum dann gewesen. Quasi, hey, liebe Studenten, ihr dürft arbeiten in der Fabrik und ihr dürft wertvolle Arbeitserfahrungen sammeln, weil wir brauchen sie jetzt gerade, weil der Westen möchte gerne in 3 Monaten das neue iPhone in der Hand haben. Darum müsst ihr jetzt arbeiten. Also wenn du das iPhone 10 in deiner Tasche hast, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass unzahlte Studenten das für dich zusammengesetzt haben. Und es gibt noch so viel mehr Bereiche. Und was ich noch möchte sagen ist, alle Arbeiter, die sie interviewt haben aus dieser Fabrik, sagen, schau, Foxconn ist im Fall nicht so schlimm oder nicht so böse. Wir könnten auch die Fabrik 3 Strassen weiter arbeiten. Dort läuft es genau gleich.
Es ist nicht so, als wäre das die mega böse Unternehmung und alle anderen laufen ganz anders. Nein, es ist überall einfach etwa so, etwa gleich. Und ich möchte einfach das punktuell so ein paar Einblicke geben in Sachen, die für uns Alltag sind, die für uns normal sind. Auf das wir verstehen, dass wenn Gott sagt, eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an, wenn ihr Tiere mästet. Wenn wir da in den Kreuzpunkt kommen und uns um ihn drehen, um ihn versammeln, er nimmt es nicht an und unsere lauten Lieder interessieren ihn nicht, setzt euch lieber für Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen, wie nie versiegender Fluss. Ich glaube, wir müssen das heute genau noch so ernst nehmen, wie dazumal. Wir müssen verstehen, dass es unser Auftrag, unsere Verantwortung ist, für Gerechtigkeit auch jetzt und heute zu sorgen, weil Gott ist es nicht egal. Möchte ich nochmal herausfordern mit einem weiteren Vers aus der Bibel, nämlich aus dem Galater 5, Vers 14 bis 15. Dort sagt der Paulus, was Jesus vorher schon gesagt hat. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Wer seinen Mitmensch liebt, wie sich selber, hat das ganze Gesetz erfüllt. Das sind nicht meine Worte, sondern das sind Jesus seine Worte. Er ist gekommen und hat gesagt, liebe Leute, versteht, dass es in der Gottesbeziehung nicht nur die Vertikale gibt, sondern die horizontale Ebene, wie du deinen Mitmensch behandelst. Wie du die Menschen behandelst, die für dich arbeiten. Auf der anderen Seite der Erdkugel heute, aber die arbeiten nichtsdestotrotz für dich. Das sind deine und meine Angestellten. Wie wir die behandeln, ist das Maß, nach dem Gott uns auch wird richten. Und er sagt, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Heutzutage, in einer global verlinkten Welt, bedeutet das für uns, okay, unser Nächster ist nicht nur unser Nachbar, ist nicht nur unser Arbeitskollege, sondern unser Nächster ist eben auch der Bauer in Südafrika, der Trauben erntet für uns. Es ist auch der Angestellte in Foxconn, der iPhones zusammenstellt für dich und mich. Unser Nächster lebt an einem Ort, wo wir vielleicht nie hergehen, wo wir vielleicht nie sehen. Und nichtsdestotrotz sind diese Leute unsere Nächsten. Und es ist unsere Verantwortung, das ernst zu nehmen und Gerechtigkeit Gottes auch in solche Situationen reinbringen. Und wenn das jetzt mega deprimierend war für dich, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ich möchte dir jetzt aber auch 7 Schritte geben, 7 ganz praktische Ideen, wie wir Gottes Gerechtigkeit anfangen umsetzen in unserem eigenen Leben. 7 Ideen, 7 Möglichkeiten. Und das Erste, mit dem ich möchte starten, ist, lass es dein Herz berühren. Lass die Ungerechtigkeit, die in dieser Welt herrscht, nicht einfach gefühlslos an dir vorbeigehen. Sondern lass das dich auch bewegen und lass das etwas machen mit dir. Die Storys, die ich jetzt erzählt habe, die Situationen, die es sind, lass dich das bewegen und du nicht instinktiv würden wir gerne sagen, ja gut, aber hey, was können wir schon machen? Wer bin ich schon? Das ist ja ein grosses System und ja, das ist ein System, das in dieser Welt so funktioniert. Und wir als Einzelpersonen können das System nicht von heute auf morgen ändern, das ist auch wahr. Aber trotzdem, es berührt Gottes Herz. Gott selber sagt, ich bin der Anwalt der Armen. Ich bin der Vater der Weisen. Gottes Herz berührt den Umstand, die Ungerechtigkeit in dieser Welt massiv. Es hat ihn so fest berührt und bewegt, dass er sein eigenes Volk in Sklaverei geführt hat, weil sie das ignoriert und nicht gehört haben. Und er gesagt hat, es ist mir nicht egal. Der zweite Tipp, der zweite praktische Umsetzungspunkt, den du machen kannst, ist, denk zweimal nach, bevor du kaufst. Ganz praktische Ideen für dich. Denk zweimal nach, bevor du kaufst. Wenn du zum Beispiel ein T-Shirt siehst für 5 Franken und findest, wow, 5 Franken, so gut, das kaufe ich mir gerade, überleg dir mal, was es so in eine Arbeit für ein T-Shirt hineingeht. Und es ist einfach die Realität, dass wenn wir den Preis nicht zahlen, dann zahlt es jemand anderes. Und die Person, die es dann zahlt, ist nicht in der gleich komfortablen Situation wie wir und die zahlt es dann vielleicht mit Blut und Leben. Das Dritte ist, informier dich, bevor du etwas kaufst.
Frag mal nach beim Hersteller, hey, wie ist das eigentlich hergestellt worden? Ich habe das für mich zum neuen Standard gemacht, wenn ich mir Kleider ist irgendwie das Thema, wo Gott ganz persönlich irgendwie mega fest auf unsere Herzen gelegt hat, dort Gerechtigkeit reinkommen zu lassen. Ich kaufe keine Kleider mehr, wo ich nicht weiss, wie die hergestellt worden sind. Vierter Punkt, den du umsetzen kannst, ist, kauf Fairtrade und zahl mehr. Ja, kostet vielleicht mehr und ja, auch Fairtrade ist ehrlich gesagt nicht die beste Lösung. Es löst das Problem nicht 100%. Wir wissen, dass Fairtrade-Labels nicht alles beim Endproduzent ankommt, aber es ist trotzdem mehr als gar nichts. Es ist besser als nichts. Achte dich mal auf die Labels, wo Fairtrade ausgewiesen sind und wo nicht. Vor allem, wenn du weißt, woher es kommt, die Ware. Vor allem, wenn es im Süden angebaut worden ist, achte dich auf das Fairtrade-Label. Es macht einen Unterschied. Das 5. ist, kauf lokal. Wenn du lokal kaufst, dann weisst du, wie es hergestellt worden ist. Dann weisst du, woher die Ware kommt. Wenn du beim Bauer die Strasse unten kaufen, dann weisst du, okay, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und du weisst, dass dort keine Ungerechtigkeit drin ist. Also hey, kauf lokal. Und ja, bis jetzt, alles, was ich gesagt habe, ist zahl mehr, gell? Und vielleicht denkst du jetzt, okay, aber wie soll das bitte schön gehen? Der nächste Tipp ist eigentlich ein sehr guter Spartipp. Wenn du dir das alles nicht kannst leisten und das Gefühl hast, okay, aber das geht irgendwie gar nicht. 6. Tipp ist, kauf Secondhand. Weil, was andere schon gebraucht haben und du jetzt fertig brauchst, ist sehr ressourcenschonend. Zum Beispiel mit dem iPhone mache ich das persönlich so. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich weiss, wie das hergestellt wird und auch wenn ich weiss, dass Menschen Preise zahlen für technische Geräte, ich kann nicht ohne technische Geräte leben. Oder ich will nicht ohne technische Geräte leben. Also meine Lösung dort war, okay, wenn schon, dann kaufe ich es wenigstens Secondhand. Jemand, der es nicht mehr will, ich brauche das jetzt noch fertig. Wenigstens wird dann nichts Neues hergestellt und man tut dann nicht den ganzen Konsum nochmal ankurbeln. Das Gleiche mit Kleidern. Hey, wenn du nicht kannst, immer die teuren Kleider kaufen, weil das kostet mehr. Dort, wo Leute nachweisen können, dass es fair hergestellt worden ist, ja, dort kostet es halt einfach auch mehr. Wenn du das nicht leisten kannst, kauf Secondhand. Brauch fertig, was jemand anderes nicht mehr kann oder will fertig brauchen. Das schont die Ressourcen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, zum 7. Punkt. Brauch's bis zum Schluss. Unser Laptop daheim ist 10-jährig, der geht jetzt dann ganz sicher auseinander irgendwann. Wir müssen den irgendwann ersetzen. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht bei jedem Update, wenn irgendetwas Neues kommt, gerade wieder das Neueste kaufen und damit den ganzen Konsum ankurbeln. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Weil das bedeutet, irgendjemand wird immer mehr und immer mehr und immer mehr müssen herstellen. Weil, ja, es muss es einfach irgendjemand am Schluss auch noch machen. Und wenn wir dort mit ankurbeln, dann werden die Bedingungen unfairer und die Ungerechtigkeit nimmt zu. Also hey, was du hast, brauchst du einfach bis zum Schluss, bis es abeinander geht, bis du es nicht mehr kannst brauchen. Und hey, ist ja zum Glück jetzt gerade wieder Mode, gell? Wenn dir die Hosen verschreissen, super, passt ja wieder, gell? Die kannst du jetzt gerade noch mal ein paar Jahre weiterhin anhaben, stört niemand, ist wieder voll in. Brauch's bis zum Schluss. Wir haben einen Gott, der Gerechtigkeit liebt. Und es ist in unserer Hand, mit diesen 7 einfachen Schritten konkret etwas zu tun, dass es gerechter wird in dieser Welt. Wir können es nicht von einem Tag auf den anderen wechseln, ändern, kehren, aber wir können helfen, dass Gottes Leidenschaft für Gerechtigkeit auch in unserem Leben, in unserem Bereich von Einfluss Raum hineinnehmen. Und so möchte ich auch jetzt die Predigt beenden mit einem Gebet. Ja, Jesus, wir loben dich und wir preisen dich. Wir hören dein Herz, deinen Wunsch nach Gerechtigkeit. Wir haben gehört, dass es dir nicht egal ist, wie es unserem Nächsten geht. Dass es dir nicht egal ist, dass Ungerechtigkeit in dieser Welt herrscht. Dass du das möchtest ändern. Und wir möchten dich bitten, dass du uns vergisst, dort, wo wir das ignoriert haben. Oder dort, wo wir es uns auch nicht hergelassen haben, dort, wo es uns nicht berührt hat, Jesus. Wir möchten dir sagen, dass es uns leid tut. Wir möchten uns eins machen mit deinem Herz. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass du uns konkret zeigst, was wir beitragen können, wo wir aktiv etwas tun können, dass deine Gerechtigkeit mehr und mehr durchdringen darf in die Welt hinein.